Das Stille, meine Damen und Herren, dies ist Tibet This Week, eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Werfen wir doch zunächst einen Blick auf die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama besucht das Dorf Gyaltse in Cham Lada. Seine Heiligkeit der Dalai Lama kondoliert den Opfern von Naturkatastrophen. Muslimische Gemeinden von Lada empfangen seine Heiligkeit den Dalai Lama. Lada Autonomous Hill Development Council empfängt seine Heiligkeit den Dalai Lama. CTA begrüßt die Forderung der UN-Experten nach Freilassung der tibetischen politischen Gefangenen. DIPA feiert 64 Jahre Bewahrung und Förderung der Kultur. Strategisches Treffen der tibetischen Parlamentarier schließt mit der Vorstellung eines Strategieplans. Die tibetische Zentralverwaltung begeht den 77. indischen Unabhängigkeitstag. Londoner Repräsentant nimmt am Seto Kingdom Festival in Estland teil. Repräsentant Ganma Singhi nimmt am 6. Taiwan Film Festival in Australien teil und trifft den taiwanesischen Botschafter. Auf Bitten der Bewohner des Dorfes Gyaltse in der Region Cham ist seine Heiligkeit der Dalai Lama heute Morgen in dem Dorf eingetroffen und wurde von den Bewohnern der Region begeistert empfangen. Seine Heiligkeit würde eine Unterweisung geben, gefolgt von der Verleihung der Ermächtigung zu weißen Tara für ein langes Leben, Doradzewang, die von den Bewohnern der Cham-Region des Ute Lada auf dem Gyaltse Teaching Ground organisiert wurde. Am Dienstag dieser Woche hat seine Heiligkeit der Dalai Lama an den obersten Minister von Himachal Pradesh geschrieben, um für die über 50 Menschen zu beten, die bei regenbedingten Zwischenfällen in diesem Bundesstaat ums Leben gekommen sind. In dem Schreiben sprach seine Heiligkeit den Familien und anderen von dieser Naturkatastrophe Betroffenen sein tief empfundenes Beileid aus. Als Zeichen seiner Solidarität mit den Menschen in Himachal Pradesh hat der Dalai Lama Trust eine Spende für die Rettungs- und Hilfsmaßnahmen bereitgestellt. Seine Heiligkeit der Dalai Lama hat auch an Gouverneur Josh Green geschrieben, um der Bevölkerung von Hawaii, insbesondere der Bevölkerung von Maui, sein tief empfundenes Beileid zum tragischen Verlust von Menschenleben und zur Zerstörung von Eigentum einschließlich historischer Gebäude durch die jüngsten verheerenden Waldbrände auszusprechen. Seine Heiligkeit erinnert sich an seinen letzten Besuch auf der Insel Maui und ihrer Bevölkerung und sprach den Menschen in diesem Bundesstaat, insbesondere den Familien der Opfer in dieser Zeit großer Tragödie, sein Gebet aus. Am Samstag vergangener Woche luden die Vertreter der schiitischen und sunnitischen Gemeinschaften in Lada seine Heiligkeit den Dalai Lama zu einem Mittagessen in die Imam Barga, eine Moschee im nahegelegenen Chuchot Yongma, ein. Seine Heiligkeit betonte die Einheit der Menschheit, lobte die religiöse Harmonie in der Region und riet den Religionsgemeinschaften, die religiöse Harmonie weiter aufzubauen und zu fördern. Der Vertreter der Schiiten, Ashraf Ali Baj, Präsident des Anjuman Imamia, und der Vertreter der Sunniten, Dr. Abdul Wayum, Präsident des Anjuman Mu'minul Islam, dankten seiner Heiligkeit in ihrer Begrüßungsansprachen für seine Lehren von Frieden, Harmonie, Brüderlichkeit und Rechtschaffenheit. Am Mittwoch dieser Woche führte seine Heiligkeit den Vorsitz bei einem Mittagessen, das vom Lada Autonomous Hill Development Council am Sindhu Ghat, dem Ufer des Indus in der Nähe von Sheh, veranstaltet wurde. Seine Heiligkeit sagte den Anwesenden, er schätze den Glauben und die Hingabe der Menschen in Lada. Er versicherte ihnen, dass er Lada, das im Allgemeinen ein trockenes Klima genießt, während der Monsun die indischen Ebenen nass und feucht macht, weiterhin besuchen werde.
Unter den Anwesenden befanden sich die gewählten Ratsmitglieder unter der Leitung des Chief Executive Councilor Dashi Kye-son, Chamyang Namgye, MP, Beamte des Unionsterritoriums sowie Vertreter verschiedener Organisationen und Religionsgemeinschaften Ladakh. 3 unabhängige UN-Experten haben die Regierung der Volksrepublik China aufgefordert, glaubwürdige Informationen über 9 tibetische Umwelt-Menschenrechtsaktivisten zu liefern, die inhaftiert und zu langen Haftstrafen verurteilt wurden, und ihre sofortige Freilassung gefordert, wenn China es mit der Bekämpfung des Klimawandels ernst meint. In einer am 10. August veröffentlichten Erklärung äußerten sich die UN-Sonderberichterstatterin für die Situation von Menschenrechtsverteidigern, der Sonderberichterstatter für die friedliche Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit und der Sonderberichterstatter für die Frage der Menschenrechtsverpflichtungen in Bezug auf eine sichere, saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt gemeinsam besorgt über die Situation der tibetischen Umweltschützer. Sie äußerten gemeinsam ihre Besorgnis darüber, dass die Volksrepublik China keine Informationen über die Inhaftierung und Verurteilung von Tibetern zur Verfügung stellt, was ihrer Meinung nach ein bewusster Versuch ist, die Welt über diese Menschenrechtsaktivisten vergessen zu lassen. Darüber hinaus äußerten sich die Experten besorgt darüber, dass die Familien dieser Aktivisten über ihr Schicksal im Unklaren gelassen wurden. Die 9 inhaftierten Umwelt- und Menschenrechtsaktivisten Anya Singda, Dorji Daute, Gesang Chöklang, Dongye, Rinchen Namje, Zudem Gumbo, Chanjun Ngödup, Sogru Abu und Namesi wurden verhaftet, nachdem sie illegale Bergbauaktivitäten auf heiligen Bergen protestiert und die Jagd auf gefährdete Tierarten in den tibetischen Gebieten der Provinzen Amdo und Kham aufgedeckt hatten, die jetzt zu den chinesischen Provinzen Qinghai und Sichuan sowie zur sogenannten Autonomen Region Tibet gehören. Galono Sinjama von der Abteilung für Information und internationale Beziehungen der tibetischen Zentralverwaltung begrüßte die gemeinsame Erklärung und dankte den Experten für die Untersuchung der unrechtmäßigen Unterdrückung tibetischer Menschenrechtsverteidiger durch China in den letzten 10 Jahren. Das Ngamba-Haus triumphierte beim diesjährigen Wettbewerb für kulturelle Darbietungen im Rahmen des jährlichen Sommerfestivals und Kulturwettbewerbs Yerki des Tibetan Institute of Performing Arts, TIPA. Sejong lobte in seiner Ansprache beide Häuser für ihre bemerkenswerten Darbietungen und sagte, politische Lobbyarbeit ist ein Impuls für die tibetische Sache. Aber die Lobbyarbeit durch darstellende Kunst und Kultur ist ein integraler Bestandteil der Bemühungen. Sejong beglückwünschte 2 Mitarbeiter des Instituts für ihre mehr als 20 Jahre währenden Dienste. Außerdem verteilte er Zertifikate an die Absolventen des Instituts. Das jährliche Sommerfest und der Kulturwettbewerb Yerki zum 64. Gründungsjubiläum des TIPA fand am Freitag letzter Woche statt. Sejong Bemba-Tsering nahm als Hauptgast und Ajit Neria, Präsident der Indo-Tibetischen Freundschaftsgesellschaft ITFA, als besonderer Gast teil. Ein 5-tägiges strategisches Treffen des tibetischen Exilparlaments, das vom 6. bis 11. August 2023 in Delhi stattfand, wurde in Anwesenheit des Sprechers Khempo Sonam Dempel, der stellvertretenden Sprecherin Dömonsering Dekang und von Parlamentariern des 17. tibetischen Exilparlaments erfolgreich abgeschlossen. Das 3. TPIE-Strategietreffen endete mit der Vorstellung des TPIE-Strategieplans 2023 bis 2026 in englischer und tibetischer Sprache, der die Fähigkeiten der Parlamentarier zur Interessenvertretung stärkt und ihnen neuen Schwung verleiht. Der TPIE-Strategieplan 2023 bis 2026 konzentriert sich in erster Linie auf die Leitprinzipien, strategische Ziele und Aktionspläne. Er enthält 6 strategische Ziele für die Arbeit des TPIE in den nächsten 4 Jahren und detaillierte Aktionspläne zur Erreichung der aufgeführten Ziele. Am selben Tag hatten die tibetischen Abgeordneten auch eine interaktive Sitzung mit Sri Rajendra Agarwal,
Lok Sabha und Dr. Amir Yajnik, Mitglied der Rajya Sabha. Anlässlich des 77. Jahrestages des indischen Unabhängigkeitstages hielt die tibetische Zentralverwaltung eine kurze Zeremonie ab, um diesen Tag zu feiern. An der von Sejong Debatirin geleiteten Feier nahmen die 3 Oberhäupter der 3 Säulen der Demokratie, Galös, Leiter der autonomen Körperschaften, Sekretäre und hohe Beamte der verschiedenen Abteilungen der tibetischen Zentralverwaltung teil. 톱제로 든든두 코웨니모던 따든체 아주 표시나니 표미당 아니 대진은 공스령을 좀 쇼크 섬지도 유여버리 제일 좀 지는 공스령을 좀 조주베의 표시나니 사물로 이 자가 슝다 자가 미만 사물로야 아니 란전 톱은 신체체 이 장왕团의 내투야다 한술라 란전 톱을 아주 섬지셔야다 아니 안술이네 마음바 아니 표 야, 기본 이미지 샤이게 저와 도심 슈디르 간중원에 간수 아제 매베 겁러 강에 체데도 이 샤바기 갑죠 체지 여러 나올이야 우리수 갱케야지 전주 샤브나 신체는 아줄리 메이네 다도 무추니까 갑죠 그 간여디 마세바도 표게 간여디 마세바도 지기 갑죠 무추니 다도버도 나요래라 마음베이네 나야저와 도심 Am selben Tag nahm die stellvertretende Sprecherin Joma Tsering-Delkong zusammen mit der Parlamentarierin Tsering Yangche an den Feierlichkeiten zum 77. indischen Unabhängigkeitstag im Büro der DC in Dharamsala teil. Der diesjährige Unabhängigkeitstag in Dharamsala wurde aufgrund der unglücklichen Naturkatastrophen in Himachal Pradesh in bescheidenen Rahmen und ohne kulturelle Darbietungen begangen. Der Repräsentant Garma Singhi und der Sekretär Laung Yebo vom tibetischen Informationsbüro nahmen am Abend des 16. August an einem Empfang teil, der von der Indischen Hochkommission in Australien ausgerichtet wurde, um den 77. Jahrestag der Unabhängigkeit Indiens zu feiern. Sonam Frasi, Repräsentant des Tibet-Büros in London, besuchte vom 4. bis 9. August dieses Jahres die baltischen Länder, um die im Januar letzten Jahres begonnene Lobbyarbeit für Tibet fortzusetzen. Der Besuch in Estland erfolgte dieses Mal auf offizielle Einladung des Seto-Königreichs, währenddessen das Seto House Community Center die tibetische Nationalflagge hisste. Repräsentant Frasi übergab einen Brief seiner Heiligkeit Dalai Lama an den estnischen Präsidenten Hifikepunye. Der Abgeordnete sprach über die aktuelle Situation in Tibet und Chinas politischen Versuch, die tibetische Kultur und Identität absichtlich zu zerstören. Während seines 4-tägigen Besuchs traf Frasi mit Führern und Ratsmitgliedern des Seto-Königreichs, religiösen Führern, Parlamentsmitgliedern, Tibet-Unterstützern sowie estnischen Regierungsvertretern und Abgeordneten des Europäischen Parlaments zusammen, um sie über die Geschichte und die aktuelle Situation Tibets zu informieren und um Unterstützung für die friedliche Freiheitsbewegung Tibet zu gewinnen. Der Abgeordnete Frasi besuchte auch Lettland, um sich mit der nach den jüngsten Parlamentswahlen neu gegründeten Parlamentarischen Freundschaftsgruppe für Tibet zu treffen und die Mitglieder über die aktuelle Lage in Bezug auf Tibet zu informieren, darunter auch den Abgeordneten Götz Lapins, den derzeitigen Vorsitzenden der Parlamentarischen Gruppe. Er traf auch mit Regierungsvertretern und lokalen Tibet-Unterstützern zusammen. Garma Singhi, Repräsentant des Tibet-Büros, auch bekannt als Tibetischen Informationsbüros, nahm am 12. August an der Eröffnungsvorführung des 6. Taiwan Film Festival im National Film and Sound Archive in Canberra teil. Während der Veranstaltung traf Repräsentant Garma den neuen taiwanesischen Botschafter in Australien, Douglas Su, und beglückwünschte ihn zu seiner Ernennung zum Botschafter des Wirtschafts- und Kulturbüros von Taipeh in Australien. Der Repräsentant wünschte ihm außerdem viel Erfolg in seiner neuen Funktion. Der Abgeordnete Garma Singhi wurde von dem chinesischen Verbindungsbeamten Dao Sangmo vom Tibet Information Office in Canberra begleitet. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.